diese Berufung, Großeltern zu sein, Großvater zu sein, die ist für mich gleich wie damals, als ich auf der Kanzel stand. Es ist einfach jetzt die Zeit für uns dran. Aber andere haben einen anderen Zugang und das ist okay. Herzlich willkommen zum Family Chat. So schön bist du heute mit dabei und so schön bist du mit dabei, um unsere wunderbaren Gäste kennenzulernen. Martha und Ernst Vögeli, ihr seid Großeltern mit Leidenschaft und Begeisterung und Dan und ich haben sich so lange gefreut auf diesen Tag so heute mit euch. Ja, und liebe Leute, diese Folge ist ein Teil von 3 Großelternfolgen, weil wir haben gemerkt, es ist ein Riesenthema in der im Familienbusiness und schau dir unbedingt noch die ersten 2 Folgen an oder andere Episoden. Wir lieben es auch immer einfach von dir zu hören, Kommentare zu hinterlassen. Wenn es dir gefällt, dann drück den Daumen hoch, abonniere den Account und teile den Video, wo auch immer du möchtest. Aber jetzt Ernst und Martha, eben leidenschaftliche Großeltern. Ihr habt 3 Kinder und wie viele Großkinder? Wir haben 6 Großkinder. 6 Großkinder. Ihr seid 35, 40 Jahre? Nein, wie alt seid ihr? 72 werden wir dieses Jahr, ja. Beide? Ja. Wow, sackstark. Und jetzt leidenschaftliche Großeltern. Wie alt sind die Großkinder? Von 2 bis 10. Und Jahre. wenn wir immer so mit euch sprechen, dann spüren wir so eine große Leidenschaft, wir spüren Vision und wirklich eine tiefe, tiefe Freude. Woher kommt das? Es war wirklich eine tolle Zeit, als unsere Kinder eben Großkinder bekamen für uns. Und wir merkten einfach, dass da ein Bedarf ist, dass sie das wollen, dass wir Kontakt mit ihnen haben, dass wir sie hüten. Und das andere, was wir gesehen haben, wir hüten sie, wir verbringen nicht bloß Zeit mit ihnen, wir können Dinge, die in unserem Herzen sind, ihnen auch mitgeben. Wir können sie begeistern für Jesus, wir können mit ihnen unterwegs sein und ganz tolle Sachen mit ihnen machen und einfach so auch die Eltern unterstützen. Mega, mega schön. Ja, und Martha, sag mal so ganz konkret, wie setzt ihr das um? Ich meine, das tönt nach einem wunderbaren Katalog, was es alles für Möglichkeiten gibt. Und ganz konkret, wie macht ihr das? Also es sind eigentlich 2 Dinge, die wir machen. Das eine ist einfach unser Lebensstil. Wir gehen seit Jahren mit Jesus. Wir haben glücklicherweise ein Vertrauensverhältnis aufbauen können zu unserem Gott und das kommt einfach rüber, da müssen wir eigentlich nichts machen, wir nehmen sie da einfach mit hinein, wenn wir Probleme haben, dann besprechen wir das mit Jesus und das ist ja mit den kleinen Kindern, ist das so eine Selbstverständlichkeit, wir segnen sie, das ist so der Lebensstil. Und das andere ist dann, wir machen Projekte mit ihnen, wir machen Ausflüge oder wir machen manchmal so kleine Abenteuer, wir gehen nachts mit der Taschenlampe raus und suchen nach Käfern oder was da sonst noch ist und wir entdecken die Natur, wir entdecken vieles mit ihnen zusammen. Das ist so schön. Du sprichst häufig davon, so dass man etwas Gutes säen kann und das geht ja dann am Schluss ja eigentlich wie noch so über den Tellerrand der eigenen Familie hinaus. Genau. Wie erlebt ihr das? Genau. Also das ist auch eine Überraschung eigentlich für uns, dass wir eben nicht nur leibliche Großkinder haben, sondern auch einfach darüber hinaus, auch hier in der Kirche haben wir noch weitere Großkinder und haben auch ganz schöne Kontakte. Was meinst du damit, noch weitere Großkinder? Ja, das sind keine leiblichen, sondern das sind einfach erweiterte Familie. Und die fragen dann um Hilfe, oder? Also wir kommen halt ins Gespräch mit ihren Eltern und eins gibt das andere und ja, da können wir schon auch unterstützen. Ist beeindruckend. Ich merke eben, ihr macht das mit vollem Einsatz, mit Überzeugung. War das immer klar? Ihr wart leitende Pastoren, gearbeitet in der Kirche, fast euer Leben lang. Natürlich, du hast noch auch andere Jobs gemacht, du warst hauptsächlich dort angestellt. Ja. War das denn das klar, dass das plötzlich, jetzt ist das dran? Wie ist es dazu gekommen?
Ja, als ich pensioniert wurde, habe ich mich schon gefragt, was mache ich jetzt? Habe auch verschiedene Jobs angenommen, Volunteerjobs bei Pro Senectute und auch hier im ICF in der Kirche. Aber als dann auch weitere Anfragen kamen und der Bedarf gestiegen ist mit weiteren Großkindern, merkte ich, ja, irgendwie es gibt noch mehr hier zu investieren bei den Großkindern. Und ich habe gemerkt, das ist für mich wie die Berufung damals zum Pastor. Es ist einfach etwas Neues, ein neuer Lebensabschnitt. Und da musste ich auch oder wir auch gewisse andere Dinge abschneiden, uns zurückziehen, damit wir diese Priorität für Großkinder auch wirklich leben können. Die Frage ist ja, ich finde, ihr habt das so schön gesagt, du hast wie gemerkt, hey, jetzt ist Zeit für das, du bist in Gespräch mit Gott und eigentlich egal, wo wir dran sind, ich glaube, ist das ja wie der Schlüssel. Wir fragen nach dem Gott, wo ist momentan unser Platz? Und vielleicht auch, ja, wie viel von deinen Kapazitäten kannst du in welchem Bereich investieren? Oder ich glaube, bei euch ist es momentan wie so der größte Teil, oder euer Hauptinvestment. Wir haben auch in der letzten Folge hatten wir ein Video von euch von Australien bekommen. Da waren wir beeindruckt, oder? Ihr habt 3 Monate bei eurem Sohn, eurer Schwiegertochter und ihren 3 Kindern gelebt. Und wir haben dieses Video gesehen und gedacht, also das sieht jetzt schon schambar schön aus. Es scheint irgendwie alles so entspannt und gut geregelt. Wie habt ihr das gemacht, dass das so wirkt und wie habt ihr das erlebt in eurem Alltag dort? Ja, es war wirklich sehr schön. Das Video habe ich ja auch gesehen. Und es ist nicht nur easy. Ja. Durch das, dass wir auch immer 3 Monate hingehen und wieder zurück, fordert das eigentlich wirklich den größten Teil unserer Ressourcen, unserer Kräfte. Und das ist im Moment auch okay. Das haben wir wirklich so gewollt. Wir haben einfach gemerkt, und ich ganz besonders, ich kann mir nicht mehr alles abfordern, was ich gerne möchte. Es ist einfach so, dass die Kräfte nachlassen, und das hat mich manchmal auch geärgert. Also da habe ich einfach Ärger gespürt, und das ist etwas, was ich lernen musste, dazu zu stehen und das auch gut zu kommunizieren, auch unseren Kindern und Schwiegerkindern, einfach zu sagen, du, da habe ich meine Grenzen, und habe auch gemerkt, dass sie eigentlich mit uns barmherziger sind als wir selber. Das ist ja das ist eine schöne Erkenntnis, die man da so im Unterwegs miteinander machen kann. Du sprichst von deinen eigenen Grenzen, wenn du wie merkst, oh, meine Kräfte reichen vielleicht nicht mehr für alles, was ich auch sehe, was man tun könnte, aber es geht nicht mehr. Wie machst du das ernst, wenn du merkst, du stößt vielleicht auf Widerstand? Ich meine, die Kinder, die sind herzig, allerliebst, aber auch anstrengend. Und wie gehst du da um, wenn du an Grenzen stößt? Mit dem Anstrengend ist es einfach auch so, dass wir uns gut abwechseln können. Es gibt Zeiten, da kann ich mich einfach mal auch ein bisschen zurückziehen und dann macht Martha mehr, oder sie kann sich zurückziehen und ich mache es mehr. Was es eben auch gibt, aber sehr, sehr selten, es gibt dann auch irgendwo Situationen, kann es geben, wo es so hart auf hart geht, wo ich will das jetzt und so durchgedrückt wird. Da merke ich, jetzt muss ich mich zurücknehmen. Ich will jetzt nicht Konfrontation. Also mit den Kindern? Mit den Kindern oder auch mit den oder Großkindern. Einfach damit wir da ein bisschen Luft hineinbringen. Wichtige Dinge können wir mit unseren Kindern, also mit den Eltern, können wir immer am Abend diskutieren, wenn die Kinder im Bett sind. Oder? Das ist wichtig, dass wir uns nicht irgendwo von den Gegebenheiten oder von irgendwelchen Emotionen mit hineinnehmen lassen und dann mehr Geschirr zerschlagen als nötig ist. Aber wenn du jetzt da in dieser Emotionen bist, Ernst, das ist ja schön, sagen, ja nein, dann sitze ich aufs Maul und mache das nicht. Habt ihr da Strategien? Wenn es jetzt wirklich merkt, jetzt möchte ich etwas sagen oder ich vertrage es nicht oder ich möchte die Schwiegertochter korrigieren oder ich möchte eingreifen, aber es ist nicht angebracht. In diese Emotionen hast du eine Strategie? Ja, dann gehe ich raus. Aus dem Zimmer? Ja. Oder aus dem Haus? Ja. Was auch immer. Dann muss ich spazieren gehen. Ich sage das dann auch, du, jetzt brauche ich einen Moment frische Luft.
ich komme später wieder, ich ziehe mich zurück. Das hat doch Platz. Ja, aber das finde ich, das ist mega bewundernswert, weißt du, weil du wie merkst, hey, jetzt in dem Moment würdest du mehr kaputt machen, auch wenn du vielleicht Ordnung reinbringen könntest, aber dann ist es Ordnung durch Druck und die kommt dann ja selten gut raus, finde ich mega bewundernswert und merke es mir auch für mich persönlich, vielleicht mal den Raum zu verlassen. Genau. Aber so ganz konkret, Martha, was machst du, wenn du merkst, hey, ich bin nicht einverstanden mit der Haltung, wie jetzt meine Kinder oder auch die Schwiegertochter die Erziehung gestaltet oder die Beziehung lebt. Was machst du dann? Weil du hast ja mehr Erfahrung. Ja, ist ein Fakt. Also, der Ernst hat schon vieles gesagt. Das Wichtigste ist, dass ich mir dann erstmal sage, halt die Klappe. Die Eltern sind verantwortlich für die Kinder, nicht wir Großeltern. Das ist sehr, sehr wichtig und das habe ich mir wirklich angewöhnt. Es gibt verschiedene Erziehungsstile und die werden in erster Linie durch die Eltern bestimmt und das ist okay. Ja, das ist meine Strategie. Ja, das ist bewundernswert, oder? Ich finde, also von dir habe ich so die Haltung gelernt, man kann immer etwas lernen. Das finde ich, weißt du, so inspirierend, dass du das dann einfach stehen lassen kannst und gleichzeitig trotzdem bei dir selber bleiben kannst, weil du musst es ja nicht dann gleich umsetzen oder machen, aber du überlässt die Verantwortung den Eltern. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, oder ihr habt Elternsein mit Vision, auch die Herausforderungen als Großelternsein mit Vision und die Herausforderungen dabei. Aber jetzt gibt es auch viele Leute, die vielleicht online zuschauen und sagen, ich wünsche mir mehr Kontakt mit meinen Kindern und Großkindern. Es ist nicht so einfach, die Vision auszuleben. Es braucht immer eine Offenheit von beiden Seiten. Was gebt ihr da diesen Personen mit auf den Weg? Du? Wir haben 3 Kinder und es haben nicht alle dieselben Wünsche und Anforderungen an uns. Wir suchen einfach das Gespräch mit ihnen und wir möchten hören, was ihre Wünsche sind. Wir haben auch Wünsche und die können wir auch einbringen und manchmal braucht es einen Kompromiss und manchmal müssen wir uns auch zufrieden geben, einfach sagen, so ist es, so weit können wir miteinander gehen und da lassen wir auch ein Stück los, dann vielleicht von zu hohen Ansprüchen. Ja. Und behält die Brücke runter, dass es ein Gespräch immer möglich ist, oder? Unbedingt. Auch in unserer Familie sind die Kontakte nicht immer möglich zu den Großkindern. Und das ist auch ein wichtiger Übungsmoment für uns, einfach richtig umzugehen mit unseren eigenen Emotionen. Und auch darin muss ich wieder sagen, es ist ein Lernprozess. Wir reifen an solchen Dingen. Und da haben wir letztlich dann auch einen Gewinn, auch mit Situationen, die uns jetzt zunächst mal nicht optimal erscheinen. Das ist stark. Ja, sehr. Also ich finde für mich ist es immer auch ein Vorrecht, dass wir überhaupt in diese junge Familie hineingehen können. Also das ist kein Recht. Es ist ein Vorrecht. Wenn ich eingeladen werde, gehe ich gerne. Natürlich kann es auch sein, dass ich meine Termine anpassen muss. Aber wenn es dann eben heißt, nein, jetzt nicht, dann gilt das. Also es ist ein Vorrecht, wenn wir gerufen werden. Und so möchte ich das auch leben. Ja, das finde ich sehr bewundernswert. Oder? Es ist ja wie in allen Beziehungen immer wieder auch ein Spannungsfeld. Oder meine Wünsche, dann die Tatsache, wie es ist und trotzdem vielleicht aber auch das sich ausstrecken, dass sich etwas verändern kann. Ja. Aber man muss wie einfach
auf dem Weg bleiben, oder? Ja. Und ich finde, das ist mega schön, wie ihr das auch formuliert und wie ihr euch auch so als Support seht. Ihr erwähnt auch häufig so, hey, wir sind einfach auch da, um zu unterstützen. Und das finde ich eine mega, mega schöne Haltung. Wie gehst du um mit dem, Martha, wenn du siehst, auf die jüngere Generation, die sind gestretched, die sind eher ein bisschen überlastet oder sehr stark belastet. Was löst das aus und wie handelst du das? Also da bin ich mega sensibilisiert, weil ich das habe ich noch so in Erinnerung, als ich selber kleine Kinder oder wir kleine Kinder hatten. Ich fühlte mich so oft so an den Grenzen und das, dort schon habe ich mir vorgenommen, wenn unsere Kinder mal Kinder haben, dann möchte ich wirklich entlasten. Ich habe einfach die Wichtigkeit gesehen und die Kinder sind ja nur ein paar Jahre klein, nachher ändert sich das wieder, oder? Aber da habe ich mir vorgenommen, da möchte ich da sein. Und ja. Ich möchte vielleicht da kurz reinstehen. Jetzt gibt es ja vielleicht Großeltern, die zuschauen, die sagen, ich habe so viel jetzt investiert in meine Kinder, dann habe ich in meinen Job investiert und jetzt sagt ihr noch, jetzt ist dran, wieder in die Großkinder zu investieren. Also wo ist denn da Zeit für mich? Oder vielleicht habe ich noch Träume, vielleicht habe ich noch Wünsche. Also was sagt ihr denen? Man soll nicht von uns auf andere schließen. Also für uns ist das jetzt, ich sag mal, für diese Berufung, Großeltern zu sein, Großvater zu sein, die ist für mich gleich wie damals, als ich auf der Kanzel stand. Es ist einfach jetzt die Zeit für uns dran. Aber andere haben einen anderen Zugang und das ist okay. Also es wäre blöd, jemandem zu sagen, du musst jetzt Großvater, Großmutter sein und so oft zu den Kindern zu gehen. Das bringt niemandem etwas. Da sind auch die Kinder nicht glücklich und die Großkinder auch nicht, sondern man muss das miteinander besprechen, absprechen, irgendwie auch manchmal ergründen, was ist jetzt dran, was ist nicht dran und gut zuhören, was unsere Kinder, die Eltern eben auch sagen. Vielleicht gibt es da auch Seasons ja auch, oder? Du hast immer von Seasons gesprochen. Es gibt Seasons und vielleicht eben, wenn man sieht nach der Pensionierung, ich bin jetzt müde, ich bin erschöpft, ich brauche eine Pause, dann ist das auch gut. Vielleicht ist es gut, mal ein Jahr Pause zu machen und dann wieder neu Gott zu fragen, was hast du mit mir vor? Das ist eine gute Frage. Und wie kann ich mich noch investieren? Und was man nicht unbeachtet sein sollte, ist, es macht so viel Freude. Also es macht so viel Spaß. Und wir werden selber noch mal zu Kindern und da liegt eine unglaubliche Dynamik drin. Und wenn die Kinder kleiner sind, das ist die Zeit zum Sehen. Nachher brauchen sie uns nicht mehr so stark. Und das sind einfach Dinge, die man berücksichtigen sollte, wenn man sich überlegt, was will ich mit den Jahren, die noch vor mir liegen, wie will ich die verbringen? Und ich finde auch, was du benennst, man sagt, ja, wenn sie noch klein sind. Und der Punkt ist ja, die Kinder, die bauen ihre Bindungen auf in den ersten 2 Jahren, oder? Und die Kleinkindphase geht so schnell vorbei. Ja. Gleichzeitig, das erlebe ich jetzt selber auch, das ist wirklich die intensivste Zeit mit den Kindern. Man hört das immer so und denkt dann, ja, das kommt dann schon gut, bis du selber drin bist, oder? Und ich habe jetzt gemerkt, ich habe so regelmäßige Unterstützung jetzt von meinen Eltern für meine Kinder und ich bin so dankbar, weil es setzt frei und es entlastet und ich habe gemerkt, es gibt einen Grund, weshalb so viele Ehen wirklich in der Kleinkindphase auseinandergehen. Es ist so intensiv, du bist so lange dran und es ist einfach
die Kräfte lassen irgendwann nach, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Und wenn du da eine Person zur Seite hast, die dich unterstützt, das kann wirklich Leben verändern. Und das glaube ich, das sehe ich auch bei euch. Und ich fand es noch so hilfreich, du hast gesagt, weißt du, man investiert sich auch nicht immer für Wochen oder für Tage. Vielleicht ist es einfach mal spontan, hey, du kommst vorbei oder du machst den Zvieri oder es muss ja nicht immer ein Langzeitinvestment sein, um einen Unterschied zu machen. Genau. Und das finde ich mega, mega schön, wenn das dann einfach so gegenseitig befruchtend sein kann. Und ich möchte euch einfach Danke sagen, ja, für eure Sicht und euer Investment und einfach auch die Freude, die ihr verbreitet. Und es ist so schön, eure Freude zu sehen, die ihr ernten dürft. Das ist mega, mega berührend. Und ich fände es schön, wenn ihr am Schluss einfach für uns Eltern, aber auch für die Großeltern beten könntet, damit wir uns einfach segnen können. Ja. Yes. Ja, Vater, ich danke dir für jede Mutter und jeden Vater. Ich danke dir, dass du sie ausrüstest mit deiner Kraft und mit deiner Geborgenheit und ganz besonders in Zeiten, wo es richtig drunter und drüber geht. Du bist da für sie und mit ihnen. Und ich bete, Jesus, zu dir für die Eltern, die einfach auch Spannungen erleben in der Ehe, mit den Kindern, wo die Herausforderungen auch von der Schule oder Kita oder so hineinkommen in die Ehe, in die Familie, wo man manchmal nicht drüber sieht. Ich bitte dich für die Eltern, dass sie die Weisheit von dir bekommen, sich hier einfach auch zu entspannen in dir. Und Vater, offenbare uns ganz frisch deine Vision für unser Leben. In jedem Lebensabschnitt, wo wir sind. Und ich bete das für jede Person, die jetzt zuschaut. Egal in welchem Alter. Danke, hast du immer. Du bist immer deine Werkzeuge in deiner Hand. Und ich bete für eine frische Sicht, was auch immer das ist, wo wir ein Segen sein dürfen für Menschen. Amen. Genau. Wir hoffen, dass dich das inspiriert hat und einfach auch hungrig gemacht hat, um zusammen mit Menschen unterwegs zu sein. Und wenn dir diesen Family Chat gefallen hat, dann teile ihn unbedingt mit deinen Freunden und alle Folgen, die bereits da sind, die siehst du unten gelistet. Wir wünschen dir Gottes Segen und ganz viel Freude in der nächsten Woche. Ciao.